So, jetzt hätten wir fast noch mal den Eingangsclip zusammen angeschaut, aber die 10 Minuten sparen wir uns. Hey, schön, dass so viele da sind. Ich sehe einige Gesichter, die ich erst gerade noch am Meer gesehen habe, an der Côte d'Azur. Wir waren im Herbstcamp mit einem grossen Teil von unserer Kirche, vom ICF Basel, Basel-Land, ein paar von Lörrach. Und wir haben eine gute Woche zusammen genossen. Wer von euch jetzt auch genossen, der dort war? Yes. Ein paar haben gesagt, hey, das ist das Highlight von meinem Jahr. Das ist immer eine ganz spezielle Woche. Wir sind mega froh, dass wir mitkommen können, Nadia und ich. Wir haben kein Auto und wir haben uns dann mal angemeldet. Nachher haben wir gecheckt, okay, wir müssen irgendwo ein Auto auftreiben, weil sonst weiss ich nicht, ob wir es schaffen, sonst müssen wir uns dann wieder anmelden. Und Freunde von uns, die Familie Adamek, die auch da ist, die hat sich dann erbarmt und hat gesagt, ihr dürft das zweite Auto haben. Wir stellen euch das zur Verfügung. Und dann haben wir am Freitagnachmittag haben wir das können holen und uns parat machen und alles einladen. Und wir sind Schweizer, oder? Wir sind uns nicht grosse Distanzen gewöhnt. Und sowieso Nadia und ich, wir sind Velofahrer, wir haben kein Auto. Dann ist man sich nochmal ein bisschen kleinere Distanzen gewöhnt. Dann haben wir gedacht, okay, auf Südfrankreich mit einem Baby, wir dann mindestens einmal übernachten und dann zwischendurch so Raststätten aufsuchen, oder? Das heisst, wir sind am Freitagnachmittag losgefahren, ich weiss nicht, um die 2 oder so, und haben dann sicher irgendwie 2 Raststätten gemacht, wo man länger draussen sein konnte. Ich konnte ein paar Dehnübungen machen, Alia hat sich bewegen, Nadia ist etwas kaufen an der Raststätte. Und dann sind wir südlich von Lyon gelandet, also angekommen mit dem Auto, dann haben wir dort übernachtet im Hotel und am nächsten Morgen dann nach dem Zmörgele gemütlich wieder losgefahren und auch dann bis noch die letzte Strecke nochmal sicher 2 Raststätten, wo wir ausgiebig dort waren, teilweise eine gute Stunde mit eben noch etwas essen, ein bisschen bewegen, was auch immer. Und dann kommen wir in Südfrankreich an und ein bisschen später kommt auch die Familie Adamek an. Und dann haben wir so gesagt, ja eben Mission, es hat gut geklappt, wir haben übernachtet, so und so viele Raststätten und sie, okay, ja also, sie sind durchgefahren, das Ganze, ausser 15 Minuten einmal kurze WC-Pause. Raststätten brauchen wir eigentlich nicht, ausser wenn wir zu viel getrunken haben und dann aufs WC müssen. Oder? Und wir haben nicht schlecht gestaunt, wir haben dann ein bisschen uns selber gelacht. Wir als Schweizer, eben, die uns nicht gewöhnt sind, so lange fahren und so, dass man so viele Sachen einplant. Und unsere deutschen Freunde, die einfach durchziehen, fast die ganze Strecke. Ich glaube, das ist ein lustiges Beispiel für aber etwas, was sehr, wo unsere westliche Gesellschaft sehr betrifft. Wir probieren, die Raststätten möglichst auszulassen, möglichst schnell durchzuziehen. Und viele Leute von uns wissen nicht mehr richtig, wie man zur Ruhe kommt, wie man dann wirklich rastet. Wir haben die Predigtreihe «What would Jesus undo?» Was wird Jesus rückgängig machen? Was wird auch verändern? Ich glaube, etwas, was Jesus verändern wird, das ist die Rastlosigkeit, die man in unserer westlichen Gesellschaft oft sehr stark findet. Für mich eines der besten Beispiele für das ist das Smartphone, ich habe ein Bild mitgenommen, das Smartphone, das auf dem Nachttischli liegt und selbst in der Nacht läutet es noch. Also Leute, die quasi sogar in der Nacht erreichbar sind, sogar dort, wo man Erholung bräuchte. Man ist immer ready, immer fürs Nächste, wo es kommt, man ist erreichbar, genau. Oder so neben dem Kopfkissen gerade das Smartphone eingesteckt, damit man ja jederzeit auch kann ans Telefon gehen. Und ich glaube, die ständige Erreichbarkeit, das ist einer der Gründe, von mehreren Gründen, die dazu geführt hat, dass wir eine Gesellschaft haben, wo viele Menschen Diagnosen bekommen, hey, du bist erschöpft, du bist noch an einer Erschöpfungsdepression oder schon drin, oder eben auch das Wort Burnout, wo sehr weit um sich gegriffen hat. In der Vorbereitung habe ich überlegt, welche Menschen kenne ich alles, die mal einen Burnout hatten, die mal ausgebrannt sind, wo es geheißen hat, hey, die gehen jetzt eine Zeit lang nicht mehr arbeiten oder reduziert oder so. Und ich habe gemerkt, mich kommt eine ganze Liste von Leuten in den Sinn. Die meisten sind Menschen, sage ich mal, zwischen 40 und 50 oder so, aber auch gewisse Jüngere hat es, auch 1, 2 in meinem Alter, die irgendwie sich übernommen haben, dort, wo sie sind, über lange Zeit nicht mehr zur Ruhe gekommen sind und darum ein Erschöpfungszustand eintreten ist, wo sie nicht mehr einfach wo du nicht mit einfach einmal schlafen oder so kannst wettmachen. Es ist doch vielleicht das Gefühl wie von so einem Zündhölzchen, das abbrennt ist und man mag einfach nicht mehr, es ist verkohlt und es ist vorbei. Man hat keine Kraft mehr, kein Feuer mehr, es läuft nicht mehr. Und ich glaube, oft ist es dann auch so, dass, also ich nehme wahr, dass einige Leute, auch in meinem Umfeld, wie ein Gespür für sich selber nicht mehr so richtig haben.
hey, wie geht es mir? Wo stand ich? Was brauche ich? Was braucht meine Familie? Oder auch die leisliche Stimme von Gott vielleicht innerlich wahrzunehmen, weil ständig ist irgendwie das nächste To-Do, der nächste Anruf, was auch immer, die nächste Serie, die man schauen könnte. Und wir Schweizer sind dann noch so drauf, dass eine gewisse politische Strömung in unserem Land noch den letzten Ruhetag, den wir haben, noch abschaffen will, weil man argumentiert, ja, wenn Touristen in die Schweiz kommen und die sind nur über das Wochenende da, Samstag, Sonntag, dann verlieren wir Bruttosozialprodukt, wenn die nicht auch noch am Sonntag einkaufen können. Die würden dann vielleicht auch noch ein Victorinox-Messer am Sonntag holen und wenn sie das nicht können, dann verlieren wir das. Also streichen wir doch diesen Tag auch noch, wo bis heute einmal immerhin ein bisschen Tag ist, wo gewisse Menschen können zur Ruhe kommen, ein bisschen runterfahren, wo die Gesellschaft ein bisschen weggeht vom Gaspedal und man so eine Raststätte aufsucht. Und das ist so ein bisschen eine Mentalität, glaube ich, wo in unserem Land ein Stück weit auch vorherrscht. Hey, man muss erreichbar sein, Leistung zählt, es muss funktionieren. Und das ist ja nicht nur schlecht, aber ich glaube, es ist ein Stück weit aus der Balance gekommen. So, dass ich glaube, dass einige Leute so eine innere, aber auch eine äußere Unruhe haben. Und das, wenn man innerlich nicht ruhig ist, dann kann man auch, selbst wenn du einen Ruhetag hast, kannst du nicht zur Ruhe kommen. Aber wenn ständig aussen alles läuft, dann schaffst du es auch fast nicht abzuschalten. Und das Coole ist bei Gott, ich hoffe, Rema, du blendest einfach die Bilder ein, gell, die dann passen, so das mit Sonntagsverkauf und so. Wir haben das gar nicht mehr abgesprochen, aber du darfst einfach einblenden, was du findest, was gerade passt. Genau. Gott macht uns teilweise Sachen einfach. Ich glaube, für die grossen Sachen gibt er uns etwas Greifbares in die Hand. Zum Beispiel, wenn wir feiern wollen, dass Jesus für uns gestorben ist, dann gibt er uns das Abendmahl. Wenn wir bekennen, dass wir zu Jesus umkehren und an ihn glauben, dann dürfen wir uns taufen. Wir haben im Camp Taufen gefeiert und das spürt man. Man taucht in das Wasser ab und man kommt rauf. Und ich glaube, genau gleich ist es auch mit dem Ruhetag, den wir brauchen. Damit wir Menschen zur Ruhe kommen können, hat Gott uns einfach einen Tag eingerichtet, wo er sagt, hey, schaut, an einem Tag von 7 dürfen und sollen dir zur Ruhe kommen. An einem Tag von 7 dürfen wir wirklich auf die Raststätte fahren und einfach ankommen dort. In Frankreich hat es eben tolle Raststätten, haben wir gemerkt. Dort kannst du dich ein bisschen vertun in der Zeit. Ich möchte mit euch die Stelle lesen, wo Gott das einsetzt bei den 10 Geboten. Im 2. Mose, wir müssen wissen, vorher kommt das, dass er sagt, hey, ich bin der Herr, euer Gott, ich habe euch befreit. Und darum, jetzt lebt ihr so. Das sagt im 2. Mose 20, Vers 8 bis 11. Ich hoffe, der Bibeltext kommt gerade. Sonst bräuchte ich in Bibel. Ja, genau. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Knechte und Mägde, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin ist und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Wie ein Abendmahl, wie Taufe, dass wir zur Ruhe kommen können, gibt Gott uns etwas Simples in die Hand. Ein Tag von 7 dürfen wir ruhen. Ein Tag von 7 können wir einfach auf die Raststätte fahren. Und für mich ist es ein Gebot, das ist, wie kann man sagen, Lieblingsgebot. Das ist ein Gebot, das ich so richtig lieben gelernt habe in den letzten Jahren in meinem Leben. Ich habe mit 18 anfangen, das Wildlife leiten im ICF Basel. Wir waren damals noch im Gundeli und wir haben dann die Jugendarbeit aufgebaut für Teens zwischen 12 und 15, 16, jeden Sonntagmorgen. Und es hat mir mega Spass gemacht. Ich habe dort so eine Chance bekommen, mich zu entfalten und noch jemand reinzugehen. Gleichzeitig habe ich die Wirtschaftsmittelschule in Liestel abgeschlossen und noch ein Praktikum gemacht und so weiter. Und angefangen, so eine Jugendarbeit aufzubauen, wo man jeden Sonntagmorgen schon ein Programm hatte. Das heisst, plötzlich war gefragt, dass ich sehr viel predige, mit 18 junge Leute anleite, dass ein Team habe, wo wir das Ganze organisieren. Wir sind dann immer mit so Kerlen vom Gundeli ins Gundeldinger Feld marschiert und haben dort alles aufgebaut, uns parat gemacht. Predigt, mit den Teens unterwegs gewesen, am Nachmittag oft noch ein Hangout und dann wieder abgebaut und zurück.
Und nebst dem, dass das für mich eine ganz gute und wertvolle Zeit war, ist das eine Zeit, in der ich massiv an meine Grenzen gekommen bin. Das habe ich aber erst im Nachhinein so richtig gecheckt. Aber in dieser Zeit habe ich eigentlich unter der Woche Schule gehabt, oder Praktikum. Am Samstag habe ich viel Zeit gebraucht zum Vorbereiten. Ich war damals noch ganz ungeübt im Predigen und habe richtig viele Stunden gebraucht, um überhaupt das aufs Blatt zu bringen oder das vorzubereiten. Und dann auch noch mit dem Team kommunizieren und so. Und am Sonntag bin ich fast den ganzen Tag im Einsatz gewesen. Das heisst, ich habe über fast ein Jahr eigentlich praktisch keinen Ruhetag mehr gehabt. Und ich habe das wie nicht richtig gecheckt, aber ich bin innerlich immer unruhiger geworden und auch gereizter. Das habe ich gemerkt, indem ich im Unterricht war, wie zum Beispiel im Spanischunterricht, wo mir eigentlich Spass gemacht hat, aber ich konnte es nicht mehr hören. Ich kann nicht mögen. Ich habe gedacht, lasst mich alle in Ruhe. Ich will einfach heimgehen und Zeit haben für mich oder was auch immer. So. Das ist immer stärker geworden gegen Ende Jahr, dass ich gemerkt habe, hey, innerlich, ich komme nicht mehr zur Ruhe, ich fühle mich bedrängt, es muss sich etwas verändern. Und wo dann die Zeit fertig war, ich habe angefangen Theologie zu studieren und ich habe dann im ICF angefangen mitzuarbeiten und habe dann wirklich auch einen freien Tag wieder gehabt. Das war damals der Montag. Dann habe ich richtig gemerkt, wie fest ich den brauche. Ich habe dann den Sabbat, den Ruhetag wieder eingeführt und ihr müsst euch vorstellen, mir ist es manchmal so gegangen, dass ich an diesem Tag einfach komplett frei haben. Wenn ich schon nur gewusst habe, dass ich mit meinem besten Freund abmache, heute, wenn ich an das denke, ich freue mich schon weit voraus, schon nur, wenn ich mit meinem besten Freund abgemacht habe, an einem Tag hat mich das gestresst. Es hat einfach frei sein. Ich bin an einem gewissen Tag einfach ins Gittel in Liestel, in das Schwimmbad, wir haben in Lausen gewohnt und ich bin dort im Herbst, ich bin allein auf die Wiese gelegen, ich bin einfach dort gelegen und habe gewartet und einfach Ruhe gebraucht und so Zeit zum Aufbauen. Ich habe gemerkt, rückblickend, Timon, jetzt bist du ein Jahr lang über deine Grenzen gegangen. Jetzt hast du ein Jahr lang das nicht beachtet, dass du eigentlich mal einen Tag bräuchtest, wo du loslässt, wo du zur Ruhe kommst, wo du durchatmest, wo du die Sachen zurück in Gottes Hand gibst. Und als ich das wieder bekommen habe, habe ich gemerkt, was für ein Schatz. Wie gut, dass Gott uns sagt, hey Leute, einen Tag in der Woche dürfen ihr einfach sein. Ihr müsst nichts leisten. Ihr dürft Zeit haben für mich, mit eurer Familie. Alle dürfen einfach sein. Und bis heute, also ich meine, das ist jetzt, dann bin ich 1920, jetzt bin ich 30 geworden, seit 10 Jahren, das Gebot, das beschäftigt mich die ganze Zeit und ich liebe es immer noch tiefer, die abzutauchen, noch mehr zu entdecken von dem Reichtum, wo Gott in den Tag gelegt hat, wo wir einfach ruhen dürfen. Weil da ist so eine Fülle drin. Für mich ist es, ich möchte ein Bild noch euch zeigen, das das sehr gut verdeutlicht, von dem Kind, kannst du es einblenden auf der Wiese. Nein, das ist der Bruder Thomas. Das ist es war gerade nach dieser Bibelstelle in der Präsentation, wenn du es fühlst. Auch nicht das. So ein Kind auf der Wiese. Das gibt es nicht? Okay, dann... Oh, ja. Remo, ich habe die Präsentation gestern Nachmittag bearbeitet. Hast du die schon früher runtergeladen? Okay, dann ist gut, dann haben wir das meiste. Ich habe wie gemerkt, das Gebot von Gott, der Sabbat, das ist eine Oase. Und das ist etwas, was zählt, auch für heute. Die meisten, ich habe dann gesehen, gewisse Pastoren, die finden, das Gebot zählen noch, aber irgendwie beim Sabbat machen die meisten eine Ausnahme. Und ich glaube nicht, dass Gott eine Ausnahme gemacht hat mit dem Tag, dass er den plötzlich im neuen Bund gecancelt hat. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt sind es Supermenschen, die brauchen keinen Ruhetag mehr und auch weniger Schlaf übrigens. Jetzt können wir mehr leisten für das Königreich Gottes. Das glaube ich nicht, das habe ich nicht so erlebt. Und was ich merke bei dem Sabbat, bei dem Ruhetag, wo Gott uns gibt, es ist ein Tag, wo ich innerlich mal zur Ruhe kommen kann, den inneren Frieden finden. Es ist nicht, verstehen Sie, wenn wir an dem Tag einfach nichts machen, von außen, aber wir kommen nicht bei Gott an, wir können nicht richtig durchatmen, dann bist du einfach innerlich unruhig, aber du machst vielleicht gegen außen weniger, dann bringt es auch nichts. Aber Gott sagt darum, wir haben vorher gelesen, es ist der Tag vom Herrn. Heiliger Tag, es ist sein Tag. Also Gott macht wie klar, ich habe einen Anspruch auf den Tag, ich möchte an diesem Tag Zeit mit dir. Ich möchte an diesem Tag, dass du dir bewusst wirst, dass ich da bin. Dass du mein Kind bist, dass du vor mir sein darfst. Und das ist für mich so zentral geworden. Ich liebe es an meinen freien Tagen, dann einfach mal einen Moment sein und merken, ja, da bin ich. Und Gott ist auch da. Und es ist gut. Und ich muss gar nicht machen, dass er
mich gerne hat oder dass ich jetzt hier sein darf. Ich darf einfach da sein, weil er das so eingerichtet hat und ich sein Kind bin. Und dann merke ich, wie innerlich so eine Ruhe einkehrt. Und ich erlebe, wie Gottes Barmherzigkeit einfach da ist für mein Leben. Hey Timon, es ist gut. Du darfst einfach ankommen und sein. Und in so einem Moment realisiere ich, ja, es ist auch so, Gott ist Gott und nicht ich. Er braucht keinen Schlaf. Es gibt eine Bibelstelle, die heißt, Gott schläft nicht und schlummert nicht. Aber ich brauche es. Okay, dann mache ich ein Mittagsschläfchen. Und es ist auch nicht so schlimm, weil ich weiss, wenn Gott mir den Tag auferlegt, dann sorgt er auch für mich. Dann kann ich die Arbeit auch mal ruhen, weil schlussendlich ist er ja mein Versorger. Und ich darf mich an diesem Tag auch erinnern, an wer er ist, wer ich bin, was er in meinem Leben schon bewegt hat. Und das gibt mir Freude und es setzt auch Hoffnung frei in meinem Leben, weil ich merke, hey, Gott ist immer noch da. Weil manchmal im Gewusel vom Alltag, vielleicht ist mir das nicht mehr so ganz bewusst oder es ist einmal nicht so tief drinnen. Und am Sabbat, an einem Ruhetag, wo ich einfach vor Gott sein darf, merke ich, hey, doch, und es zählt noch. Ich kann mich erinnern. Und ich erlebe Gottes Grosszügigkeit. Wie grosszügig ist Gott, dass er uns sagt, hey, einen Tag, da musst du nichts machen. Da darfst du einfach sein. Und nicht einmal nur du, sondern alle, die um dich herum sind und auch die ausländischen Menschen wie euch, auch die sollen in dieser Zeit Ruhe haben. Auch Knechte, auch die sonst vielleicht hart dran müssen. Alle sollen einfach Pause drücken. Alle sollen auf die Raststätte dürfen. Und einfach einen Moment haben von der Ruhe. Und ich merke dann, wie das, wenn das innerlich eingekehrt ist, wie ich dann auch gegen aussen das umsetzen kann. Weil wenn ich merke, dass Gott mich versorgt, dann kann ich auch die Arbeit liegen. Wenn ich weiss, heute ist der Tag, um mich mit Gott zu connecten und mit meinen Nächsten, dann kann ich auch mein Nattel mal auf der Seite lassen. Und weiss, ich muss nicht für die ganze Welt erreichbar sein. Heute muss ich für Gott erreichbar sein. Und für meine Familie, vielleicht für meine besten Freunde. Aber sonst kann ich die Erreichbarkeit einfach mal canceln, mein Nattel ausschalten und darf einfach sein. Und es ermöglicht dann einfach den Tag gegen aussen auch anders zu gestalten. Ich möchte kurz euch mitnehmen, wie ich so einen Sabbat, so einen Ruhetag gestalte. Am Freitag tue ich den vorbereiten, weil am Samstag ist immer mein Ruhetag. Sonntag bin ich meistens am Arbeiten, Samstag ist mein Ruhetag und dann nehme ich so einen Notizzettel, weil ich weiss, wahrscheinlich schalte ich mein Nattel an meinem Ruhetag ab. Dann kann ich mir nicht Notizen drauf machen. Weil ich weiss, gar nichts machen, das ist nicht so die beste Idee. Und dann schreibe ich dort oben drüber Sabbat. Und ich mache immer ein Smile hinten dran, weil ich freue mich jedes Mal, wenn der kommt. Und ich schreibe dazu, es ist der Tag vom Herrn, Tag des Herrn. Und dann schreibe ich auf, schau, morgen habe ich Zeit mit Gott. Ich habe Zeit mit meiner Familie. Meistens gehe ich gerne in den Garten, wenn ich kann, weil ich bin die ganze Woche bin ich am Computer mit Menschen und dann einfach mal ein bisschen Holz sagen, etwas pflanzen. Das hilft mir, um zur Ruhe zu kommen. Gärtner, dann würde ich das jetzt nicht empfehlen. Aber ich liebe das. Meistens sind es einfach 1-2 Stunden am Samstagmorgen, wo ich einfach ein bisschen im Garten bin und irgendwie etwas mache mit den Händen und mich wieder spüre. Und auch so irgendwie mit Gott ins Gespräch komme oder einfach die Zeit genieße. Ich schreibe meistens darauf, ich lese noch, dass ich eine Zeit habe, um etwas zu lesen. Ein Buch, das ich jetzt immer wieder ein bisschen davon lese, gerade an meinem Sabbat, von dem lese ich euch später noch mehr vor, das heisst, warum Ruhe unsere Rettung ist. Also ich lese dann nicht irgendwie so ein Buch, wo man erzählt, 7 Steps to, was auch immer, improve your life oder so, sondern ich lese etwas, wo ich selber merke, da kann ich jetzt runterfahren, da bin ich nicht gerade animiert, um mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommt. Die Evangelische Allianz, dieses Jahr hat man ja die ganze Gebetswoche um einen Sabbat herumgedreht. Und Leben nach Gottes Rhythmus ist so der Titel unten dran. Und in diesem Magazin werden so alle die Aspekte vom Sabbat, dass Gott an diesem Tag uns barmherzig begegnet, dass er uns versorgt, dass es ein Tag ist von der Erinnerung, von der Hoffnung und der Freude. Das wird damit Impuls vertieft. Und oft nehme ich mir Zeit am Nachmittag mal, vielleicht auch mit der Nadia, um einfach anzusitzen und so einen Text zu lesen. Und meistens bin ich einfach da und denke, wie gut, dass Gott den Tag eingerichtet hat und dass ich mich heute einfach freue, dass er für uns schaut. So würde ich den Sabbattag gestalten.
Also nicht einfach gar nichts machen und dann weisst nicht, was tun. Gestern bin ich zum Beispiel auf einen Weitenpark gegangen, ein bisschen in den Wald, ein bisschen Bewegung, ein bisschen in der Natur sein. Und für mich heisst nicht nur ein paar Sachen machen oder eben mich in das hineingehen, sondern auch gewisse Sachen bewusst nicht machen. An meinem Ruhetag lese ich keine News. An meinem Ruhetag mache ich nichts, was mit dem Arbeiten von der Woche sonst zu tun hat. An meinem Ruhetag schalte ich oft mein Nattel ab, manchmal teilweise, manchmal den ganzen Tag. Einfach weil ich merke, das bringt mich so schnell wieder raus. Die anderen Arbeitskollegen haben ja teilweise nicht den gleichen Ruhetag. Und dann meldet sich ja so einer. Er weiss ja nicht, dass ich mit dieser Nachricht wieder völlig in der Arbeitswelt drin bin. Und darum schalte ich es einfach mal aus. Und ich habe gemerkt, die meisten Probleme, die auftauchen an einem Tag, die kann man am nächsten Tag auch noch lösen und oft sind sie sogar schon erledigt nachher. Also, genau. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, gewisse von euch, zum Beispiel meine Frau als Krankenschwester, die haben nicht immer den gleichen Tag. Und es ist allgemein eine Frage von der Organisation. Aber ich glaube, man kann sich das einrichten, weil jeder hat eine gewisse Planung und kann sagen, hey, schau, dann ist wieder ein freier Tag und diesen Tag fülle ich nicht einfach mit allem, was man sonst immer noch erledigen sollte, sondern diesen einen Tag, den markiere ich als einen Ruhetag. Teilweise braucht es ein bisschen mehr Organisation oder Vorbereitung, aber ich glaube, das ist es wert, zum einen Tag zu haben, wo du wirklich weißt, heute darf ich einfach sein, heute kann ich einfach zur Ruhe kommen. Und das birgt auch ein paar Konflikte, weil wir haben eine Zeit, wo die Erwartung ist, dass du erreichbar bist. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, aber wenn der Chef dann unbedingt etwas will oder so. Und die Technik, die uns ja gewisse Sachen erleichtert, das ist manchmal auch ein Fluch. Gerade für so Sachen, dass man dann wirklich das Gefühl hat, hey, das Nattel muss an sein, ich kann es immer noch auf Laut, ich muss erreichbar bleiben. Und ich glaube, dort dürfen wir den Mut haben, um zu sagen, schau, also ich bin von mir aus 6 Tage in der Woche erreichbar, aber der eine Tag, das muss auch mal ohne mich funktionieren. Dann muss ich halt vielleicht vor etwas organisieren oder man muss jemand anders fragen. Aber an diesem Tag bin ich vor allem erreichbar für Gott und die nächsten Leute, die Gott mir an die Seite gestellt hat. Also ja, vielleicht enttäuschst du gewisse Erwartungen, aber meistens ist meine Erfahrung, wie ich vorher schon gesagt habe, dass die Sachen sich dann erledigt haben und es gar nicht so wichtig ist, dass ich mich zu dem äußere oder irgendwie etwas dazu beitrage. Und ein anderer Konflikt, den es gibt, dass man, gerade eine junge Generation hat oft das Gefühl, ich könnte etwas verpassen. Ja, und das ist der Punkt, wenn du einen Ruhetag einlegst und vielleicht auch dein Nattel mal abschaltest, ja, du kannst vielleicht etwas verpassen. Aber wenn du das nicht machst, dann verpasst du die Ruhe und du verpasst die Nähe, die du zu Gott kannst aufbauen kannst. Du verpasst die Nähe zu den Leuten um dich herum oder um dich selber wieder mal richtig zu spüren. Und darum, glaube ich, dürfen wir das eingehen und sagen, hey, es ist okay, wenn ich etwas verpasse. Im Markus rückt Jesus den Sabbat nochmal ins richtige Licht. Kannst du die Stelle aus dem Markus bitte kurz einblenden? Das heißt, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Also teilweise hat sich dann so einbürgert bei den Juden, dass man so viel Gesetz gemacht hat um den Tag, dass es eigentlich eine Last geworden ist. Und Jesus rückt das wieder ins Licht und sagt, hey, der Tag ist für euch Menschen, es ist ein Geschenk von Gott an euch. Ihr seid nicht Sklaven von diesem Tag, also wenn es dann halt mal etwas gibt, dann ist es so, aber es ist ein Geschenk an euch, dass ihr zur Ruhe kommt. Und ich glaube, viele von uns, die schlagen das Geschenk regelmäßig aus, anstatt dass wir es in den meisten Fällen jede Woche wieder annehmen und sagen, ja, danke Gott für den Tag von der Ruhe, den ich haben darf. Es ist ein Tag, wo Gott dir möchte schenken, dass deine Seele auftanken kann. Jetzt sagst du vielleicht, Timon, ich würde ja gerne mehr Ruhe, aber wenn du wüsstest, was ich alles zu tun habe, was alles daran zu denken gibt und immer erledigen und so. In einer anderen Bibelstelle, dort steht im Lukas 5, nein, das ist Matthäus, das wäre Lukas 5, 15 bis 16. Hast du die gerade? Genau, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Schau, auch Jesus hat so einen Moment, es gibt noch andere Stellen, wo er zu den Jüngern sagt, wo die Leute kommen und er sagt zu den Jüngern, hey, jetzt ist die Zeit, dass wir uns einmal zurückziehen. Lasst uns an einen einsamen Ort gehen. Ich habe einen Berg mitgenommen von Galiläa, vielleicht ist Jesus auf so einen Berg hochgegangen. Einfach zum Zeit haben, mit seinem Vater, zum zur Ruhe kommen, zum ein Mittagsschläfchen machen.
zum Pause machen. Und ich glaube, an Jesus ist mehr gehängt, hat mehr gehangen als an dir, würde ich jetzt mal behaupten. Jesus hat ein bisschen mehr Verantwortung zu tragen als jeder von uns oder als alle wir zusammen. Und er hat sich das rausgenommen und sagen, jetzt ist mal Pause. Jetzt habe ich Zeit mit meinem Vater. Und etwas anderes, was ich glaube, was uns hilft, ist, Janik, kannst du kurz kommen mit dieser Veranschaulichung? Vielleicht hast du das schon mal gesehen, das ist mir mega geblieben. In unserem Leben gibt es ja verschiedene Sachen mit verschiedenen Wichtigkeiten. Die wenigsten wichtigen sind jetzt hier mit Sand beschrieben. Oft sind es ja 1000 kleine Sachen, die man auch noch sollte oder was es auch noch gibt oder was man noch schauen hören, wenn man noch antworten sollte, was auch immer. Und viele Leute fangen dann mit dem an, dass man sagt, okay, ja, jetzt bin ich noch in dem To-Do und das und da muss ich noch irgendein Troubleshooting machen. Und das ist so wie deine Lebenskapazität oder das, was du vermagst machen. Und man füllt zuerst diese Sachen ein. Genau, du machst das gut, Janik. Du darfst sogar noch ein bisschen. Yes. Genau. Und wenn man dann das mal gemacht hat, denkt man, okay, dann wende ich mich jetzt, es gibt ja noch ein bisschen grössere Sachen, vielleicht noch ein bisschen wichtigere. Und jetzt mache ich das auch noch, zum Beispiel, sollte ich schon lange mal wieder den Boden putzen. Ist das eher Sand oder ist das eher... Was denkt ihr? Das ist je nach Hygienebedarf, gell? Ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber dann macht man so die nächst wichtigen Sachen. Und am Schluss denkt man dann, oh ja genau, ich sollte ja mal wieder Zeit haben mit Gott oder mit meiner Frau oder etwas in Angriff nehmen, was mega wichtig ist, so die ganz grossen Sachen vom Leben. Und dann merkst du, hey, jetzt hat das irgendwie keinen Platz mehr in meinem Leben. Es passt einfach nicht mehr. Es passt nicht mehr. Und ich glaube, es gibt das Sprichwort First Things First. Wenn wir zuerst die grossen, wichtigen Sachen nehmen und etwas davon ist garantiert im Rhythmus von Gott leben, zur Ruhe kommen, ist in meinen Augen garantiert einer der grossen Steine, dass du dann die kleinen wieder bewältigen kannst. Wenn wir das jetzt umkehren und sagen, hey, ich fange mit dem an. Ich fange mit dem an, dass ich probiere, nach in Gottes Herz zu sein. Dass ich auch Acht gebe auf die Ehe, die Gott mir geschenkt hat, oder die Familie vielleicht. Dass ich probiere, in dem Rhythmus zu leben, den Gott gemacht hat, in dem 6 Tage arbeiten, 1 Tag zur Ruhe kommen, und zwar richtig. Das tue ich hier rein, auch wenn ich weiss, es hat noch 1 Million Sachen, die ich tun sollte. Die sind auf der Seite, aber ich mache jetzt das zuerst. Ich nehme die Zeit. Und du setzt zuerst die wichtigen und die grossen Sachen von deinem Leben. Und nachher wendest du dich dann am nächsten zu. Siehst du, jetzt brauche ich schon wieder den Janik. Der ist weg. Aber es geht auf. Dann wirst du merken, dass es viel besser wird aufgehen in deinem Leben. Wenn du zuerst die wichtigen Sachen setzt, dann sortiert sich der Rest um das herum. Wenn du zuerst zur Ruhe kommst und aus dem heraus schöpfst, dann wirst du besser fähig sein, die anderen Sachen zu machen. Und am Schluss bleibt sogar noch Zeit für ein Bier mit Freunden. Okay? Ist alkoholfrei. Schaut, ich glaube, jeder von uns hat viele Sachen, wo man sagen kann, hey, ich kann mir den Ruhetag nicht nehmen, aber das sollte noch und das sollte noch sein. Aber ich glaube, wir müssen lernen, die wichtigen Sachen zuerst zu setzen. Und wenn wir das zuerst setzen, wenn wir Jesus auf den Thron tun in unserem Leben, die anderen Sachen werden sich ringsum sortieren. Und wenn dann immer noch etwas rausgeht, dann ist es vielleicht einfach zu viel in deinem Leben. Dann musst du vielleicht auch einfach mal gewisse Sachen canceln, einen Hut abgeben, dich von etwas verabschieden. Jemand, der mir ein mega Vorbild ist in dem, das ist der Bruder Thomas. Ich habe hier ein Bild, das haben wir vorher schon gesehen, das haben wir gespoilert. Das ist einer der verantwortlichen Brüder von dieser Kommunität, wo ich regelmäßig Zivildienst mache. Und er ist einer, der sehr viel bewegt. Er begleitet diverse Menschen seelsorgerlich. Er hat eine wichtige Funktion, das ganze Gästehaus zu leiten, wo
ganze Gruppen kommen und gehen. Er begleitet noch Gruppen dort. Er schaut die mit den Zivildienstleistenden und freiwilligen Helfern. Er hat sonst in der Bruderschaft eine wichtige Funktion, um die Gemeinschaft am Leben zu halten und so. Also der Mann, der schafft viel und er schafft an den Tag oft mehr als viele von uns an Stunden. Ist sein Bürolicht oft noch sehr lang an. Aber er ist eine von seinen Lieblingsbibelstellen oder eine Bibelstelle, die er sehr schätzt und ihn sehr bewegt. Die ist Psalm 147. Dort steht: Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Und der Bruder Thomas merkt, dass er hat erfahren, dass Gott ihm Frieden schafft mit den Grenzen, die er gesetzt hat, obwohl er oft noch mehr bewegen will, hat er wie gelernt, seine Grenzen anzunehmen und Frieden zu finden in dem. Im Obergebet, wo jeder oben stattfindet, habe ich ihn ein paar Mal erlebt, wie er einfach Gott Danke sagt für das, was an diesem Tag drinnen gelegen ist und ihnen den Rest wieder in Gottes Hand zurückgibt. Wenn er das bewegt innerhalb von seinen Grenzen, wo Gott ihm gesteckt hat, mit aller Kraft, wie er nur kann, aber dann auch anerkennt, dass jetzt da oben gekommen ist und dass es Zeit ist, um Sachen zurückzugeben in Gottes Hand. Wir dürfen uns gerne mal einen Besuch machen bei dieser Bruderschaft, das lohnt sich, und dort ein bisschen eintauchen. Das kann man auch als Frau machen oder als ganze Kirche oder was auch immer. Ich möchte die Predigt abschließen mit einer Zeit, wo ich euch einen Teil vorlese aus dem Buch, warum Ruhe unsere Rettung ist. Das hat der schwedische Pastor geschrieben oder Pfarrer, der Thomas Jödin. Ich habe noch ein Bild von ihm, dass man manchmal die Leute ein bisschen sieht. Und der Untertitel von dem Buch ist: Stell dir vor, du tust nichts und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Ihr dürft an eurem Platz einfach gerne einen Moment für euch sein. Ihr dürft auch die Augen zutun. Ich lese hier das erste Kapitel. Es ist nicht mega lang, aber es dauert gleich ein paar Minuten und es ist genug Zeit, dass du dort ankommen kannst. Der Thomas Jödin schreibt im ersten Kapitel die Küchenbank. Es gibt ein Phänomen, das auf halbem Weg zwischen dem ganz Alltäglichen und dem Außergewöhnlichen angesiedelt ist. Je älter man wird, desto häufiger begegnet es einem. Im Gespräch mit Freunden fällt einem plötzlich der Name eines Menschen nicht mehr ein, von dem man gerade etwas berichten möchte. Ihr wisst schon, die beginnt man, während man sein Gedächtnis nach dem Namen durchforstet. Die Mutter von der Name ist einfach weg. Der Name von einem Menschen, den man schon ewig kennt. Man kratzt sich am Kopf oder geht still alle Buchstaben des Alphabets durch. Alte Tricks, um Namen hervorzukramen, aber nichts hilft. Bis man die Suche aufgibt und einfach sagt, wie auch immer, ihr Name spielt ja eigentlich keine Rolle. Man erzählt einfach weiter und jetzt fällt einem der Name ein. Völlig klar und selbstverständlich, wie diese Frau heißt. Die Gedächtnislücke ist erst ein paar Sekunden her, aber schon unbegreiflich. Als hätte die eigene Anstrengung das Tor verschlossen, durch das die Information eintreten wollte. Das Geheimnis heißt offenbar, hör auf, es zu versuchen, dann kann es endlich geschehen. Ein Gedanke, der mich zum nächsten führt. Wie viele Probleme haben nicht schon ihre Lösung gefunden, während ich mich auf der Küchenbank ausgestreckt habe? Und wie oft habe ich mich schon dort hingelegt, wenn sich eine Sache festgefahren hatte. Manchmal war ich über eine Situation, die unlösbar erschien, verzweifelt. Ein andermal war ich müde, weil ich es wieder und wieder versucht hatte, ohne dass sich die Angelegenheit auch nur einen Millimeter voranbringen ließ. Ich habe es schließlich sein lassen und alle Versuche aufgegeben. Und genau dann hörte ich so etwas wie das Echo der Stimme meines Vaters. Ich werd mal darüber schlafen. Und plötzlich ging mir etwas auf, das ich vorher nicht begreifen konnte. Es steckt ein Geheimnis dahinter, ein Schatz. Es geschieht, während man nichts tut. Ich liege auf der Küchenbank und denke an meinen Vater, der auf der Küchenbank lag und an seinen Vater dachte. Ich weiß nicht, ob mein Vater, als er jung war, mal auf der Küchenbank lag und daran dachte, dass er eines Tages Vater sein würde. Vielleicht träumte er davon oder sogar davon, Großvater zu werden, was er mit knapper Not auch schaffte, bevor er in die ewige Ruhe einging.
Ich denke auf jeden Fall an meinen Sohn und daran, dass er sich auf unserer Küchenbank so herrlich wohlfühlt und was ihn in seiner Zukunft noch erwartet. Ich liege oft hier, so oft wie ich kann. Nicht selten verweilen meine Gedanken bei Menschen aus früheren Zeiten. Beim Ruhen kommt man seiner Geschichte anders näher, als wenn man einkauft, arbeitet oder im Haus werkelt. Die Küchenbank ist daher ein ausgezeichneter Platz für die Ahnenforschung. Dabei denke ich nicht an die Ahnenforschung, die klärt, wer die Tante väterlicherseits von dem und dem war, sondern an eine Art innere Ahnenreihe, die uns mit denen verbindet, die uns vorangegangen sind und denen, die auf ihre Weise an der Ausrichtung unseres Lebenswerks mitgewirkt haben. Mit denen, die wir selbst noch kennengelernt haben und mit denen, denen wir mit größerem Abstand folgen. Es ist, als ob die verflossene Zeit und die Zukunft ineinander übergehen, wenn man auf der Küchenbank liegt. Als ob Erinnerungen und Träume miteinander verflochten würden. Wer ruht, erinnert sich. Und er streckt sich gleichzeitig nach der Zukunft aus, nur um zu entdecken, dass die Zukunft uns entgegenkommt, so wie es alle Zeit am Ende tut. Je länger ich hier liege, desto wichtiger erscheint es mir, auf gewisse Weise vertieft sich hier das Leben. Zuerst spürt man nur die Entspannung, man lässt sich fallen, lässt los. Aber während ich entspanne, spüre ich, dass auf einer anderen Ebene etwas passiert, dass an diesem Ort auch etwas wächst. Mein innerer Mensch streckt sich. Ich bleibe eine Weile liegen und meine Gedanken gehen über in ein Gebet für die Menschen, die ich am meisten liebe. Es ist, als ob die Liebe, die erste Liebe mich erreicht. Plötzlich ahne ich, dass die Küchenbank mehr als ein Ruheplatz ist. Sie ist auch ein Fluchtfahrzeug, eine Rettungsplanke. Ich liege hier und rette Leben. Zuerst mein eigenes, aber vielleicht und in gewissem Maße auch das anderer. Kann es etwas Wichtigeres geben als das? Wichtiger als Ruhen? Aber ich habe hier auch schon ganz anders gelegen, von Unruhe getrieben, voller Selbstverachtung und Missmut habe ich die Küchenbank aufgesucht. Geschüttelt von dieser Art von Stürmen, die von außen unsichtbar bleiben und in denen man beides ist, Opfer und Täter. Bei anderen Gelegenheiten hat die Küchenbank das Spielerische in mir geweckt und ich habe mich in die Zeit zurückversetzt gefühlt, als ich auf der gepolsterten Bank der Großeltern eingeschlafen bin und Opa dann am Morgen die Armlehne losmachte und als Rutsche bis zum Boden herunterklappte. Mein erster Spielplatz. Manchmal, wenn ich so richtig mutig bin, stelle ich mir auch vor, die Küchenbank sei ein Steg, der in die Zukunft und ins Abenteuer führt, dass das Beste noch vor mir liegt. Balancierend gehe ich auf das Unbekannte zu. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum das Bild meines Vaters, das mir in meiner Erinnerung am deutlichsten vor Augen steht, ein Papa zeigt, der Mittagsschlaf macht. Dabei war mein Vater ein aktiver Mensch. Er arbeitete, angelte, sammelte Beeren, spielte Mandoline und handelte mit Textilien. Er starb vor 25 Jahren und mit ihm verschwand eine Lebensform, die heute völlig überholt erscheint. Es war vor dem Handy, vor dem Computer, vor so ziemlich allem, das uns heute so viel Zeit spart, dass wir kaum noch zum Leben kommen. In Sachen Zeitsparen konnte er damals schon sehr deutlich werden. Hatte er weniger zu tun als wir heute? Auf keinen Fall. Aber er hatte Ohren für den kaum hörbaren rhythmischen Schlag einer Ordnung, die mit der Schöpfung erschaffen wurde. Und er hatte den Mut, sich in diesen Rhythmus hineinzugeben. Trotz aller äußeren Veränderungen kann sogar ich manchmal noch den Takt eines uralten Lebensrhythmus hören. Eines Rhythmus, der viel weiter zurückgeht als die Erinnerung an meinen Vater oder Großvater. Es ist der Herzschlag, der seit dem ersten Schöpfungsmorgen pocht. Ein Puls, der seit Jahrtausenden zu spüren ist. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. An und aus, on und off, das gehört zu unserer Lebenskunst. Zu einer Lebenskunst, die wir verloren haben und wiedergewinnen müssen. Davon bin ich immer mehr überzeugt. Es geht nicht um eine Balance, was das Leben und unser Lebensstil angeht. Es sind meiner Meinung nach wenige Sachen so daneben wie der Ausdruck Balance.
Schlimmer noch, Life-Work-Balance. Das hört sich für mich wie die Beschreibung eines perfekten Lebens an. Aber wer will das denn? Ich schreibe, weil wir für unser Leben Verantwortung übernehmen müssen, indem wir uns um die Ruhe sorgen. Ich gehöre zu denen, die viel zu tun haben und denen das gefällt. Ich mag die fehlende Balance, wenn sich Dinge tun, wenn etwas los ist. Aber ich habe auch zu ahnen begonnen, dass mindestens ebenso viel passiert, wenn wir nichts tun. Und das regelmäßig. Wenn man diesen Gedanken, auch wenn ich nichts tue, geschieht etwas, wie ein Raster über verschiedene Situationen legt, stellt man schnell fest, dass erstaunlich oft passt. Solange man eine Sache verkrampft im Griff hat, verhindert man ihre Entwicklung. Egal, ob es dabei um einen Namen geht, der einem nicht mehr einfällt, um ein paar Handschuhe, die man verlegt hat, um ein echtes Problem oder eine berufliche Herausforderung. Aber es gilt auch für die Liebe. Lieben bedeutet nicht festzuhalten, die Hände zu öffnen. Lieben bedeutet loszulassen und zu sehen, was passiert. Nichtstun ist eine Brücke zu neuen Möglichkeiten. Das, was passiert, während man nichts tut, passiert eben nicht, wenn man aufs Nichtstun verzichtet. Ich bin überzeugt, es hat mit dem Vertrauen zu tun, dass wir den Kräften, also Gott, entgegenbringen, der größer ist als unsere eigenen. Mit dem Vertrauen, dass Ruhen letztlich und zutiefst zum lebendigen Menschsein gehört. Jesus, und so kommen wir vor dich als deine Kinder und wir danken dir für dein Wort, das uns gut leitet, wo du sagst, hey, ruht einen Tag in der Woche, kommt zur Ruhe. In der Bibel gibt es eine Stelle, wo es heißt, dass du unsere Ruhe bist, dass wir in dir Ruhe finden. Und du weißt, was uns alle hier immer wieder umtreibt. Du weißt, ob uns das manchmal gelingt oder nicht. Du weißt um die Rastlosigkeit in unserer Gesellschaft, die fast so grassierend ist wie die Einsamkeit. Danke, Herr, dass wir bei dir einfach ankommen dürfen und dass du der Gott bist, der so grosszügig ist, dass du sagst, hey, ein Tag, alle 7 Tage sollt ihr euch nehmen, um einfach zur Ruhe zu kommen. Es ist ein Tag von mir, ich heilige den und ihr sollt Zeit haben. Und Jesus, du weißt, was wir noch festheben, was uns Mühe macht zum Loslassen. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, so Zeiten von der Ruhe haben, wo wir Sachen in deine Hand zurückgeben. Weil wie der Thomas Jüdin schreibt, oft passiert dann das, was wir selber nicht vermögen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns mitnimmst in die nächsten Wochen und Monate, dass du uns alle lehrst, wie wir dürfen zur Ruhe kommen bei dir. Wie wir wieder in den Lebensrhythmus reinkommen können. Wir dürfen offene Ohren haben für dich und das, was du uns möchtest zeigen. Wenn du etwas noch festmachen willst, im Gebet mit jemandem, wir haben das Gebetsteam noch da, das gerne sich auch Zeit nimmt, um dich zu segnen, mit dir zu beten, um etwas mit dir von Gott zu bringen. Wir haben jetzt nochmal eine Worship-Zeit und du kannst auch in dieser Zeit wie nochmal überlegen, was hindert dich, um ganz zu Gott zu kommen, was hindert dich, um manchmal in so eine Ruhe zu kommen. Und was legt Gott dir vielleicht aufs Herz, um es zu verändern, dass das mehr passieren darf und du aus dieser Rastlosigkeit rauskommst.